Ein Ausflug aufs Land. 1933. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Tommy, Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Ja, und hiermit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia 1 Definitive Edition. Und ja, wir haben schon einiges erlebt. Und wir erleben noch ganz viel mehr. Ich habe hier noch irgendwas gesehen. Und etwas habe ich in der letzten Folge etwas übersehen. Ich hoffe, ich komme noch mal in die Kirche hinein. Capone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Sauwetter hier. Stürmt. Sauwetter. Und gleich mal eine anzünden. Und hier kommt Frankie. Und wieder eine weg. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Paulie bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug? Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Paulie überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Ja. Hol ein Auto von Ralphie und triff Paulie am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Okay, Gut. Frankie. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Machen Eine wir. Kiste ist für den Don reserviert. Eine Kiste für den Don. 5 für mich. Und die anderen. Hä? Nee, ich. Ey! Der Wagen gehört dir, wenn du willst. Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo Ist so. müssen wir vorne sein. Nun, ich Irgendwo müssen wir richte das nur die Geld Autos, herbekommen. Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Ja. Wir sehen uns morgen. Okay. Geh schlafen jetzt. So. Wunderbares Auto. Boah, und wie das schnurrt hier. Eieiei. So, also. Da wollen wir mal zu Paolo, Paplini, keine Ahnung. Wir wollen zur Lagerhalle fahren. Hier ist Markt. Wow. So. Oh, fuck. Kurventechnisch fährt er nicht wirklich so gut. Aber ist okay. Dum, 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 dum. Immer die durchgetretenen Räder hier bei dem Start. Das ist ja unglaublich. Achtung, Auto. So. Mafia Final. Nein. Folge 9, glaube ich, sind wir jetzt schon. Und ja, es ist immer noch spannend, wie am Anfang. Und jetzt habe ich keinen Ton mehr. So, dann machen wir mal was wir nicht dürften. Morgen, tschüss. Ja, ist ja morgen. Unglaublich. So.
Also Beschleunigung haben die Autos alle wirklich nicht wirklich, ne? Und es regnet. Was für ein Sauwetter. Frag mich, ob das Spiel die Wetterdaten Real Life nimmt und dann einbaut. Das wäre ja sowas von ein cooles Feature, weil bei uns regnet es nämlich momentan auch. Das wäre so ein fucking Feature, wenn es die Wetterdaten nimmt, wie es draußen in Real Life ist. Das wäre so fucking cool. Ne, schneit's draußen, schneit's im Spiel auch. Scheint die Sonne, scheint im Spiel die Sonne auch. Aber natürlich nur die Wetterdaten. Wenn es Realtime noch würde übernehmen, wäre das dann nicht ganz so optimal, weil ne, ich komme ja meistens erst am Abend zum Spielen und dann wäre ja immer in den Spielen dunkel und das wäre ja nicht so super. Ach Mann, Leute, duselst du rum, hey. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich hupen kann. So. Eine ruhige Fahrt. Oh, fuck. Naja, Bremsspuren hinterließen wir auch hier. Oh Gott, was war das jetzt? Himmelherr. Jetzt sind wir ja schon da. Ich weiß, ich fahre wie eine wilde Sau. Zum Glück fahre ich nicht im wirklichen Leben so. Ja, Pauli. Hey, Vorsicht, Kumpel. Bin gerade erst getrocknet. Hey, ja, Pauli. Kennst du die Farm? Ja, es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Gibt's nur Kuhscheiße und Selbstgebrannten. Wird eine ganz einfache Nummer. Irgendwie bezweifle ich die das. Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Sarah. Triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigis kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Ja, mich Mal ein würde eiskalter Killer. eher wundern, Keine was er für Geschichten über dich erzählt. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Was ist? Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Aha, da ist aber kein Sam. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Ich sagte Wenn doch, dieser das wird nicht Mistkerl einfach. besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Natürlich. Komm nach. Ich gehe vor und lass mich mal erschießen, währenddem ihr da hinten Kaffeekränzchen macht. Geht klar. So. Dann wollen wir mal suchen. Sauwetter hier. Unglaublich. Jemand hat... 1/4.
Ein Viertel arbeitslos. Regierungsbericht deutet auf andauernde Wirtschaftsflaute hin. Die bisherigen Maßnahmen konnten den wirtschaftlichen Absturz nicht bremsen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 25%. Zwangsvollstreckungen von Farmen liegen auf einem 2-jährigen Höchststand, während Kleinbauern gegen die finanziellen Härten der Staubstürme Entschuldigung. Und die Staubstürme in den High Plains kämpfen. Der Präsident schlägt als Reaktion neue Gesetze vor, um den Bankensystem zu stabilisieren. Das ist totaler Witz. Habt ihr hier gewartet? Er hat gewartet, oder nee? Irgendjemand hat gewartet. Okay. Sawadai. Ah. Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Alter, was für ein Sauwetter hier. Hier stimmt was nicht. Ja, hier Axt. Stühle am Arsch. Missing Farmer found dead. Vermisster Farmer tot aufgefunden. Lost Heaven. 17. Juni. Harry Smith, der 2 Monate lang als vermisst galt, wurde heute vom Leichenbeschauer von Lost Heaven offiziell für tot erklärt. Die erfolgslose Suche des Vaters des Farmers gemeinsam mit Nachbarn war vor einigen Wochen eingestellt worden. Die grausame Entdeckung des Toten machten Kinder im Wald in der Nähe des Copsafe Farm, als sie dort nach Pilzen und Beeren suchten. Angeblich. Die Todesursache gilt als geklärt, da Mr. Smith sich offenkundig erhängt hat. Er hinterlässt seinen betagten Vater. Ja, er hängt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das war nicht ganz so einfach erhängen. Ein Hund. Wer erschießt denn einen Hund? Na, wahrscheinlich der, wo mich dann auch mal erschießt. Verwahrlost hier. Wer? Ach so, die Farm. So. Wir sind immer noch dran, am Zigarettenpäckchen zu sammeln. Und da ist auf jeden Fall ein Auto. Wo zur Hölle versteckst du dich? Untersucht den Laster. Ne, jetzt untersuche ich noch zuerst die Gebäude. Weil ich möchte eigentlich hier im Schermen sein. Oh oh. Hey, Kumpel! Oh oh. Oh oh. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Ich auch nicht. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Oh. Ich hab ihn festgenagelt. Hast du das? Jetzt steckst du in das... Hier drüben! Ah, komm schon. Ups. Jetzt bist du erledigt. Au. Du auch. So. Ah! Ich bin's, Tom! Paulie! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch.
Ah, er war im Auto. Oh Gott. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Haben nichts gesagt. Die stehen auf Morellos Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Und der Familienkrieg geht weiter. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Border Patrol. Ah, scheiße. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Ah, Shotgun. Shotgun. Dagegen sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten. Shotgun ist schon cool. Aber keine Munition mehr. Ja, super. So, dann wollen wir mal hier rein. Ah, nix. Dann wollen wir mal hier rein. Oh, da ist voll Blut. Da könnte was sein. Wenn es auch nur Molotow-Cocktails sind. Oh, wo ist denn das? Tommy, das musst du dir ansehen. Gott! Ich kann jetzt nicht. Was sind die Molotow-Cocktails? Ach, hier hinten drin. Mein Gott. Und ich räume wieder alles ab. Hallo. Hm. Da hätten wir noch einen Pass. Kanadischer Reisepass. Personenbeschreibung. Name Joseph Tremblay. Beruf Flaschenabfüller. Geburtsort Winnipeg, Kanada. Geburtsdatum 6. Oktober 1899. Augenfarben grau. Gar nicht gewusst, dass es das noch gibt. Haarfarben rot. Okay. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Tja, sieh sich das einer an. Aber ich habe Molotovs. Aha. Okay, dann heißt... Ah, warte mal. Arme Kerle. Abgeschlachtet wie nur Hunde. Ich nehme das große hier vorne, ne? Ja, Mann, was? Na, wenn der schon in Deckung geht, heißt es natürlich... Nichts passiert. Hey! Hey! Passt doch alles. Gefällt dir das? Wer schießt denn? Achso. Mann! Und noch ein Zigarettenpaket. Und ein Brief. Ah. Anweisungen für die Grenzwache. George, ich weiß aus sicheren Quellen, dass Salieris Whisky-Übergabe heute Nacht stattfindet. Unser gemeinsamer Freund will, dass kein kanadischer Fusel mehr in die Stadt gelangt. Sei mit deinen Männern um 21 Uhr bei der Farm, über die wir geredet haben. Wartet die Nacht hindurch und sagt den Jungs, sie können die Samthandschuhe ausziehen. Sie können als Dank für die Reise nach Süden etwas Fusel heimbringen. Gute Jagd.
Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Ja, scheint ganz so. Ach so. Mach doch nicht immer alles kaputt. Da gibt's ja noch ein Haus. Hey, da oben in der Scheune ist was, Tom. Wo? Da oben in der Scheune. Also hier ist nichts. Ich will nicht. Bitte. Nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Schnapp sie! Schnapp die! Boah, was für ein Doppelschuss! Wo denn? Wo denn? Ah, noch eine Notiz. Vorverkaufsplakat. Öffentliche Versteigerung. Nach der Pfändung der Copsey Farm und der Zwangsvollstreckung des Geschäfts J. Smith Son durch die Grand Imperial Bank Lost Haven werden am Dienstag, dem 1. August 1932 Vermögensgegenstände bei einer öffentlichen Auktion verkauft. Aha. Ach ja, mehr Munition. So. Oh, das war's denn. Schon, Leute! Weiter! Sie haben Verstärkung gerufen! Er hat mich getroffen! Ja! Schaff ihn mir vorbei! Ich bin getroffen! Bewegung! Er hat mich erwischt! Wer schreit denn das so, Mensch? Sie haben mich erwischt! Ja, dann hau ab. Ich mach dich zu Hundefutter! Ab in die Deckung! Du wirst brennen! Wie kann ich denn? Molotow-Cocktail schon wieder werfen. Auf Nimmerwiedersehen, du Schwein! Lass den brennen! Haltet ihr diesen Knallt ihn ab! Fackel ihn ab! Knallt ihn ab! Er ist am Boden! Schnappt ihn, während er nachlädt! Sie haben ihn abgeschlachtet! Das auf mich abgesehen! Nein, habe ich nicht. So. Müssen wir die Waffe Gott sei nehmen? Dank. Wir müssen zu ihm. Ich muss noch erst Munition finden. Einfach nur so, weil ich das kann. Ich bin der Einzige, wo hier die Tür aufmachen kann. So, jetzt werden die Folgen ein bisschen Passt länger. auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Ach, dachte schon.
Hey, Polly. Sammy, oh Gott, was haben Sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Ja, nur ein Da ist so bisschen. viel Blut. Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. So. Scheiße. Ah, sieht wirklich nicht gut aus. Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Ich wusste doch, dass jetzt eine Einmann-Aktion zu starten ist. Sei Dank bist du gekommen. Nein! Ach, Haltet mir diese Kerle vom Leib! Geh in Deckung! Sie lassen mich nicht aus dem Weg! was mache ich damit? Ich bin verletzt! Gott, tut das weh! Also ich muss hier helfen. Warte mal, hier habe ich noch. Was hast du denn? Scheiße! Wo ist der verdammte Beschütze Truck? Sam. Ah, Scheiße, da sind Bullen! wo sind Bullen? Halt sie noch etwas länger auf! Ich sitze hier fest! Haltet mir diese Kerle vom Leib! Hab keine Kugel mehr, muss nachladen! Nehmt sie aus und knallt ihn ab! Nehmt das, ihr Arschlöcher! Lass sie nicht ran! Wo ist... Entschuldigung. Oh, mein Gott. Der kommt natürlich immer dann, wenn halt der Spaß vorbei ist, ne? Das ist ja wieder typisch. Oh Gott. Tony und Donny auch? Ja, Alter. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's Sam? naja, Tja. halbwegs stabil. Ich hol Umstände entsprechend Wasser. schlecht. Würde ich mal sagen. Komm, Kumpel. Es geht nach Hause. Ich brauch den Arzt, Polly. Halt durch. Ich weiß schon, wer fahren darf. Ich weiß das schon. Okay. Wir finden dich wieder zusammen. Was für ein Waffenclou. Irgendwie ahne ich irgendwas. What the hell? Polly! Noch mehr Gesellschaft. Aber was für eine? Rander. Ein halber Panzer. Bin hier, Sam. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Wo ist ein halber Die Panzer? hinter uns sind. Verpasst du ihnen eine Ladung? Lass sie bloß nicht an uns vorbei.
Okay. Wird gemacht. Irgendwie. Was? 2 Stück, 3 Stück? Oh, heilige Scheiße. Das ist ein Mörderding! Wo zur Hölle kommt der Truck her? Du hast sie! Weiter, Tommy! Ah, ich muss nachladen. Los geht's ihm! Einen hab ich! Heute wirst du sterben, ist dir das klar? Oh, was machst du denn hier? Ja! Er ist tot! Sie kriegen Verstärkung! Nein, kriegen sie nicht. Paul, Sie sind zu nah, Tom! Sie sind dicht hinter uns! Pauli, schneller! Ich gebe Oh, Vollgas! der Truck. Haben wir sie abgehängt? Nein. 2 Streifenwagen! Um die kümmere ich mich. Come on. Da kommen mehr! Kommt sofort hierher! Sie kommen näher! Er hat mich erwischt! Ja, ich muss nachladen. Entschuldigung. Ah, verflucht! Schlimmer noch! Beschuss von der Seite! Ah, verdammt! Sie sind zu nah, Tom! Sie sind dicht hinter uns! Ja, von wo kommen denn die? Gute Nacht, Ich sehe Arschloch! nix. Ja, hehe. Super gemacht, Pauli. Super. Alles okay? Wir sitzen nicht in der Scheiße. Mich erwischt! Ab in die Deckung! Pauli! Wir müssen hier weg! Wer hat sie ausgeschaltet? Das Ding wird gleich! Pauli! Da ist... Oh! Ein Truck. Na super, danke dir. Kann man so jetzt sagen, oder? Ich kann aufpassen! Oh, der scheiß Panzer ist immer noch hinter uns. Scheiße! Ja, würde ich auch sagen. laden, wenn das Feuer kurz stoppt! Oh, sie laden nach! Sie laden nach! Schießen! Es muss aufhören! Der Laster wurde zerstört. Nun ja, also das war's mit der Folge. Wir schauen, ob wir es in der nächsten Folge schaffen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.